So, Anna, meinst du, hast einen Durchblick heute für die Realienprüfung? Ich hoff's. Du die aufgezeigten Ereignisse der Erdzeiten zuordnen. Erdmittelalter, Erdneuzeit, Erdaltertum. Auftreten vom Mensch, von den Amphibien und den Dinosauriern. Kann ich sie aufschreiben, oder? Nein, ist eine mündliche Prüfung. Oh. Amphibien im Altertum. Richtig. Menschen wahrscheinlich auch im Altertum. Sicher. Neuzeit? Genau. Oh, was? Und das Erdmittelalter gehört zu den Dinosauriern. Erklär mir bitte, wie Fossilien entstehen. Das Tier muss sterben. Genau, es braucht ein totes Tier. Ganz wichtig ist, dass die Knochen bzw. das Skelett irgendwo abliegt und sich das dann so zu so einem Gestein bildet. Mit Wasser, mit Staub, mit Erde. Das gibt die volle Punktzahl. Oh, toll. Wie entsteht ein Wald auf einer Wiese? Wahrscheinlich erstmal durch die Übertragung von Samen, durch Luft, durch Regen, durch Bienchen, Insekten. Und was passiert mit den Samen? Sie fangen an, sich in den Boden abzusetzen und zu keimen. Und dann halt einfach viel Zeit und dadurch entsteht ein Baum. Sehr gut erklärt. Was ist eine Wasserpest? Wasserpest. Die Eloidea oder wirklich Wasserpest? Also Elodea ist der wissenschaftliche Begriff, aber was ist das? Wenn in einem gewissen Gewässer die Pflanzen von einer Pest betroffen sind. Und das ist die Elodea? Nicht? Nicht ganz. Es ist eine Wasserpflanze, die sich explosionsartig verbreitet und bis zu 3 Meter hoch werden kann. Was ist der Teichrohrsänger für ein Tier? Ich kann mir darunter nur einen Frosch vorstellen. Oder eine Eidechse oder einen Fisch. Jetzt bist du aber ein bisschen am Raten. Überleg noch mal. Ein Vogel. Ja? Ein Vogel. Wie bist du jetzt drauf gekommen? Hey, ich habe es irgendwo mal gehört. Okay, gut. Wie viele Eier legt ein Froschweibli ungefähr? Ich gebe dir eine Auswahl. Okay. 2500, 5000 oder 7000 Eier? Ich glaube 2000. Meinst du 2500? Ja, 2500. Gut, das lassen wir gelten. Wie ist es gelaufen? Hey, ganz in Ordnung, besser als gedacht. Hey, du hast einen Fünfer gemacht. Oh, ich bin überrascht.